Also Petitionssystem wird von anderen Ländern begrüßt, weil ein Bürger mehr no und Politik bringt, beziehungsweise mehr direkt Drundelhöhle lässt. Mehr auch unser System kann immer verbessert gehen. Details haben wir gerade gut erklärt von der Madame Rapporteure, wenn Sie nicht weiter darüber gehen. Mit Prozeduren soll für die Bürger mehr klar gehen, so dass das genau wissen, was die Rechte und was die Pflichten sind. Das nämlich gilt natürlich für die Chamber, respektive für die konzernierte Kommission. Als ADR begrüßen wir die verschiedenen Anpassungen, außer die Erhöhung vom Grenzwert von Unterschriften, die notwendig sind, für das eine Petition in der Chamber öffentlich debattiert wird. Dieser Grenzwert, wie wir für schon hören haben, soll von 4.500 auf 5.500 Stimmen gehoben gehen. Berechnung hat man auch en long et en large erklärt. Aber das unterstützen wir als ADR nicht, und wir sehen doch als Fehler an. Dieser Grenzwert soll dann auch bei allen Legislaturperioden neu evaluiert gehen. Seine Berechnung basiert auf der Entwicklung des demografischen Wachstums, aber wie wir alle wissen, klimmt ihn immer weiter. Wir sind uns also alle bewusst, dass auch dieser Grenzwert immer weiter klimmt. Auch lo sind schon nicht viele Petitionen, die den Weg bis an die öffentliche Debatte an der Chamber packen. Da der war der Meinung, dass das über Zeit nachwärts Männer gehen. Der Grund leider war nicht daran, dass Leute sich nicht mehr für Züge interessieren. Mir ist daran, dass Leute Motivation immer weiter verlieren, sich öffentlich zu engagieren und klare Positionen zu beziehen, weil sie schon am Voraus wissen, dass der Weg zum öffentlichen Debat an der Chambre immer mehr schwer gemacht wird. Kann ich sich also vorstellen, was wirklich mit dem Erhöhung vom Grenzwert erreicht soll. Jeder mal bannen, dem Bürgerbeteiligung an Demokratie wichtig ist, kann im Prinzip nicht mehr dagegen sein. Daher ist es wichtig, dass Bürger das Motiv von der Demokratie so einfach wie möglich nutzen können, für aktiv in der Politik teilzunehmen. Die Bürger kriegen so die Gelegenheit, seine Meinung mit der Chambre zu diskutieren und damit an den öffentlichen politischen Debat zu bringen. Und das ist die Aufgabe von der Politik, den Bürger das Motiv mehr nutzubringen und auch die Bedeutung davon zu erklären. Daher ist auch der Meinung, dass die Direktdemokratie generell noch mehr muss gefährdet gehen. Zum Beispiel über Referenden, wen das der Schweiz kennt. Es ist wichtig, für kruziale Sujets die ganz wahlberechte Bevölkerung direkt zu fragen. Es kann die sogar überlegen, für bestimmte Kriterien zu definieren, die ermöglichen, dass Petitionen einer Referendumsprozedur in den Wurf gehen. Daher steht für mehr Demokratie. Für uns ist es unakzeptabel, dass der Grenzwert von den nötigen Unterschriften für Petitionen geheischt wird. Demokratie liegt an der DNA von der alternativ-demokratischen Reformpartei. Du willst proposieren, eine Schmengerfraktion die Änderung vom Chambersreglement nicht umzuhören, beziehungsweise wenn es zu einem Vote separé kommen soll, dann werden wir uns natürlich gegen Artikel 165 Quarter Paragraph 5 entschieden, und aber beim Rest natürlich dafür stimmen. Madame Klosen hat schon eine kurze Zeit, ja, die hat gerade gesagt, sie 15 Petitionen bis an die Chamber kommen, muss in die Relation gesehen, wie viel überhaupt angeholt sind, und wie viel von denen Petitionen das Höhe von 4.500 gepackt haben, und dann eben davon dann 15, die dann an die Chamber kommen sind.